Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurden mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich hab Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich's. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Wir sind da mit einer neuen Community-Folge. Community. Der Dings kann das nicht sagen. Merson, ja. Einfach Community durchsprechen. Du hast dein Notiz bei dir. Ich habe mein Jeb-Telefon bei mir. Also, Wurde lustig, nicht? Einfach Handy auf Türkisch. Das ist Telefon. Ja, Bro, Türkisch hat mega lustige Wörter. Zum Beispiel Feuerzeug. Ja, Ja, das ist das beste Beispiel. Ja gut, also, hey, wir haben Fragen gestellt. Wir haben gesagt, stellt uns Fragen und ihr habt uns Fragen gestellt. Und Genau. wir würden heute auf die eingehen. Und ich kann mal mit der ersten anfangen. Warte. Ja, genau, einfach, dass ihr wisst. Ich kann vielleicht sagen, wir einfach, dass ihr wisst, heute gehen wir auf Community-Frage ein. Genau, die schnell genug sind und uns Fragen gestellt haben, wir müssen sie ehrlich beantworten und nehmen kein Blatt vors Maul an. Ist das so? Ich denke es mal. Gut, dann kommt die erste Frage. Chiene der viel sieht join. Nein. Chiene. Meinst du, verstehen die Leute das Wort? Das habe ich. Ich glaube, das ist in meinem Vokabular seit 2008 vielleicht. Seit Oberstufe ist das in meinem Vokabular. Ich sage jetzt mal sicher seit 15 Jahren. Bro, das ist glaube 15 Jahre das, das so ein Wort. Vinti-Zürich-Wort, oder? Es heisst Ficke der viel, Yeah. Chiene der viel. Yeah. Weißt du, woher das kommt? Chiene. Das ist nicht von Italienisch. Vielleicht so. Wieso eigentlich? Ciene, Cinque, ich weiß nicht. Weißt du wieso? Wieso? Ta-Chi nonen. Ich fick. Kommt das von Chi. Krass, Alter. Krass nicht. Könnte das etwas confirmen? Ich weiß nicht. Chibis confirm. Ist das, kommt Ciene wirklich, ist das... Also gut, wo würde sagen, nein, ist nicht von uns, weil sie sagen, wir sind die ersten Menschen gewesen, aber... Bro, Chibis auch. Du sagst irgendetwas, sagen, ja, aber Mutter Teresa ist Chippy gsi. Okay, Bruder, okay. Bro, das beste Gespräch, das ich kann, ich, ein Kollege und ein anderer Kollege, also ein Kurt und zwei Chippis. Damals, sie sind frisch, Kosovo ist frisch free geworden. 2013. 8 sind sie unabhängig geworden, glaube ich. Und eben, es war etwa 2011, 12 gewesen, so. Wir sind so am Reden, gell? Und dann, ich so, Jungs, weißt du, eines Tages mir auch, weißt du, eines Tages mir auch. Ja, Bro, eines Tages mir auch. Ich so, Bro, wie, ich verstehe, also weißt du, der Kollege so, Bro, bei euch ist es schwieriger, gell? Ich so, ja, Bro, bei uns ist halt verteilt auf Länder und so. Ich so, aber weißt du, etwas kann man uns nicht nehmen, wir sind lang dort, Bro, weißt du. Ich so, du kannst nachgehen, du kannst zurückgehen in der Geschichte, du findest Bücher und so, weißt Die erste Illyrier dort. Nachher er so, Bruder, das ist bei uns eben auch so. Wir haben ganz viel gemeinsam. Ich so, ja? Er so, ja. Er hat gewusst, Illyrier sind erste Menschen. Bro, und ich habe kurz davor irgendetwas gesehen, dass der erste Mensch von damaligen Kontinent, wo halt alles eins war, damals ist Pan-Europa, irgendwas, weiß nicht. Wie hat der Panasien. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit Pan. Einfach früher sind alle Kontinente Pangea. Pangea, sind alle zusammen gewesen und der erste Mensch ist damals auf heutigen Afrika, auf dem Kontinent ist er gewesen und hat angefangen dann sich... From the motherland. Ja, hat sich angefangen sich weiter verbreiten. Und dann ich so... Also Jungs, ich habe letztens gelesen, also ich habe mitbekommen, der erste ist vom Kontinent Afrika. Nachher so, Bruder, sogar in Afrika findest du Chippis. Ich so, ich glaube, die Message ist anders. Und dann habe ich gemerkt, ich so, weißt du was, ihr sind geile Sachen. Alter. Wie lieber sind Chippis erste Menschen als als Amis oder so. Was sind die ersten Menschen auf der Welt gewesen? Kurden. Weil, Kurden von großer Familie. warte schon. Da steht, the first person vor 2,8 Millionen Jahren from Ethiopia
is named Skender Faliu. Oh. Oh, Skender Kuchasi! Bro, ich habe einen auf TikTok gefunden, apropos, ich habe irgendeinen auf TikTok, irgendeinen Shippy-Bruder, der Diamanten waschen tut und irgendwie Minen, glaube ich, auch unter sich hat. Bro, Der Film heißt Blood Diamond. Nein, er ist ein Shippy, Bro, der TikTok hat. Ja. Und war einfach er nimmt sich auf, nimmt so die Diamanten, er ist Ich Sklav. verstehe TikTok nicht. Dann macht er so, Bro, Ja. Bro, Löwe, King. Ich verstehe TikTok nicht. Äthiopien sind die ersten Menschen gewesen. Mhm. Bro, es ist, Was? Ich habe nicht gesagt. Ich habe letzte Doku geschaut, wo es darum geht, dass ich glaube sogar die älteste. Wow, Bro, jetzt muss ich schauen. Ich glaube sogar die älteste schriftliche Überlieferung von der Bibel ist sogar, glaube ich, in Äthiopien. Aber es passt halt nicht wie so ins Bild vom Christentum, dass es im afrikanischen Land so die älteste Überlieferung hast und so. Aber du musst schauen, weil in dieser Überlieferung, Bro, ich habe es nicht mehr so genau im Kopf, aber dort findest du Sachen, Bro, es ist krank. Also auf jeden Fall, erstmal ein Wunder, dass das nicht geklaut wurde von irgendeinem europäischen Museum wie London Also oder was von auch immer. was? Die erste was? Ich nicht Die erste schriftliche Überlieferung von der Bibel. Aha. Weißt du was? Der erste Indiana Jones Film Mhm. Okay. hat Ark nennt man das ist so ein christliches Symbol, nein, ein christliches Ding. Covenant, Covenant, wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was auf Englisch heißt. Warte, das ist so ein Bro, es ist so ein christliches Es ist wie so der Heilige Gral. Es ist so eine heilige Kaste oder so. Man sagt, dort drin sind die 10 Gebote. Ja, ich hatte schon mal, voll. Ark of the Covenant Ja, heißt genau, das auf Englisch. Sag mir etwas, ja, genau. Auf Deutsch heißt das Bundeslade. Ja, genau, das sucht mir auch die Bundeslade. Ich habe mir gedacht, das ist etwas Deutsches, da bin ich nachher rausgekommen. Nein. Das ist, Etwas Christliches. Ja. Und man sagt ja, also da haben ja die Israeliten damals die 10 Gebote, also Mose hat die 10 Gebote drin gehabt, in der gemäß Überlieferung, und die haben das ja benutzt, um das zu transportieren. Und dann haben ja Kreuzritter das irgendwie gesucht und die damaligen, sagt man Juden, Israeliten, ich weiß nicht. ja. Und man sagt ja bis heute, das ist verschollen, das heilige Objekt. Und eine Theorie besagt, dass das in Äthiopien ist, in einer Kille drin. Und in dieser Kille gibt es immer einen Geistlichen und der bewacht das. Und er ist der einzige Mensch, der dort rein darf. Und Leute sagen so, ja, ist es wirklich da drin? Und er so, ja. Und dann so, ja, dürfen wir schauen? Schwierig. Dann sagen sie, aber woher wissen wir denn, ob es drin ist? Er so, Vertrau mir. also warte, er geht rein, macht die Tür auf, kommt zurück, ja, ist drin. Bro, es ist vor ein paar Monaten auch so das Gerücht umgegangen, dass irgendwie Atatürk damals etwas, er hat gesagt, irgendwie so in 100 Jahren hat der Türkei über das reden, vor und nicht und so weiter. Und auf TikTok sind die wildesten. Also, das ich ist die, komme nicht raus. also vor 100 Jahren hat irgendwie scheint mal der Atatürk mit 3-4 anderen irgend so in einem verschollenen Haus etwas abgemacht. Ja. Über etwas, was sie gefunden haben und niemand darf erfahren, was Also es ist. einen Vertrag haben sie gemacht quasi, oder was? Irgendetwas, ja. Sie haben gesagt, ich und ihr da drinnen, die jetzt da sind, haben etwas gefunden. Ja. Das hat niemand Also ein erfahren. Gegenstand. Irgendetwas. Irgendetwas. Das hat niemand erfahren, aus dem Grund, weil sie Angst hatten, dass nachher die türkische Nation Die Republik. dann auseinanderbröckelt. Ja. Und wo ist das Ding? Keiner weiß, das ist noch nicht passiert. Das ist typisch. Also, es wird geredet, das ist nicht passiert. Aber auf TikTok, Bro, alle so, Bundeslade ist in Türkei, Bundeslade ist in Türkei und so. Bundeslade ist in Türkei. Deswegen wird euch Europa immer ficken und so. Bundeslade ist in Türkei. Ich so, okay, krass. Also auf jeden Fall, das Buch, das ich gemeint habe, das älteste. Das heißt, das Henoch-Buch. Ja. Und da steht, das Henoch-Buch ist somit die älteste bekannte apokalyptische Schrift. Fragmente des Textes liegen auf Aramäisch, Hebräisch, Griechisch, Syrisch und Koptisch vor. Vollständig ist das Werk nur in der altäthiopischen Fassung überliefert. Krass. Das ist die äthiopische Bibel eigentlich. Die äthiopische Bibel ist eine der ältesten und vollständigsten Bibeln der Welt. Krass. Ist das Alte Testament einfach, oder was? Ja, fix. 3 Jahrhunderte vor Christus sind die ältesten Teile. Ja.
Äthiopien ist auch eines der ältesten christlich geprägten Staaten auf der Welt. Krass. Und ja, krass, Henoch. Und, Es ist eben schon krass, rein geschichtlich. Also weißt du, da merkst du wieder, wie krass Afrika beraubt worden ist. ja, aber du Kulturell, weißt du, so. also ich verstehe es, vielleicht muss ich jemand korrigieren, aber ich verstehe es bis heute nicht. Wie wir überall auf der Welt so halt wie so einen Wandel haben und wir sind selbstkritisch und wir schauen an, was wir falsch gemacht haben, stehen zu unseren Fehlern, versuchen es besser zu machen, schauen, dass es in Zukunft besser ist und nicht mehr vorkommt. Aber wieso sind immer noch überall in den Museen von der Welt immer noch Stücke von den Ländern, wo es hingehört? Wieso hat zum Beispiel London irgendwelche Werke von Asien, von Afrika? Und wieso Also haben von den Stämmen zum Beispiel. ja, oder auch von den Ländern, wieso nicht die, weil es gehört ja nicht rein. Also, außer ich sage etwas, was ich keine Ahnung habe, das weiß ich nicht. Nein, also ich glaube, viele Gegenstände, die haben ja eine gewisse Historie, oder? Das heisst, die haben das damals bekommen von irgendeiner Familie und die Familie hat das geerbt, das Stück von irgendeinem portugiesischen, es geht immer weiter zurück, bis irgendwann bist du bei einem portugiesischen Seefahrer oder so. Oder spanische Mörder, Kolonialist. Inquisitor, so irgendetwas. Und dann sagt man, ja, weißt du, es gehört uns, weil eben, es ist ja weitergegeben 7 worden. Generationen schon bei uns. Ja. Genau, so 7 und wir haben es euch jetzt übergeben, so, aber also haben die das gebaut? Krass, Original Dad sind am durchziehen, es ist schon seit 20 Jahren unter unserer Hand. Darum ist es Bro, so. wo sind du sagst noch ein Jahr vorher gewesen? Okay, Aber es ist krass. eben krass, weil du kannst mal du bist ja recht interessiert über so Sachen. Die Inka, Maya, Ja, voll. Stämme, was gibt es noch? Inka, Maya, Azteken, die sind doch 4 Ja, grosse. Ja, 4, ja. Inka, Maya, Azteken und nochmal etwas. Oder 3 große, glaube ich. Nein, es gibt 4 grosse. Und, Sicher noch brasilianische Regenwald, irgendetwas, ja. aber ich rede jetzt von der Yucatan-Region, Okay, weißt du, ja. Yucatan und all die Azteken, Inkas, Mayas und Apokalyptus. Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben ja, das Krasseste war, sie haben ja mega viel so Gold und Smaragd gehabt, einfach im Überschuss Edelstein gehabt. Und damit haben sie halt all ihre Sachen geschmückt. Für die ist es natürlich wertvoll gewesen, Ja. aber weil es so im Überschuss gehabt hat, haben sie einfach alles mit Gold und Ja, voll. so beschichtet. Und es ist wirklich spannend, es gibt mega viele so Bücher, die erzählen, wie nachher eben die portugiesischen Inquisitoren und Conquistadores gekommen sind und dann Pfarrer und Schamanen und die Leute einfach alles geklaut haben. Ja, voll. Das ist wirklich sehr interessant. Es gibt auch, glaube ich, einen eritreischen oder äthiopischen König. Muss ja schauen. Das ist bis heute der reichste Mensch auf dieser Welt gewesen. Krass. Bis heute. Ich erzähle dir jetzt gerade wie. Wieso? Äthiopischer König. Ich muss schauen, wie er heißt. Ich glaube, er ist von Äthiopien oder Eritrea gewesen. So, reichster König der Welt. Also auf jeden Fall, Bro, der Typ Ja. ist so reich gewesen und er hat mal, also er ist so reich gewesen, er hat mal einen Staatsbesuch gemacht. Er ist von Äthiopien, der Eritrea, vielleicht am anderen Land, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ist er auf Ägypten gegangen, auf Staatsbesuch. Und Ägypten, also wenn du von unten kommst, bis du da oben bist bei der Hauptstadt, geht's ja, du gehst einen ganzen Nil entlang. Ja. Der Bruder ist so reich und hat so viel Geld ausgegeben, überall wo er nur war, dass es zur Überlastung gekommen ist vom Staat, so dass der Staat eigentlich nicht mehr funktioniert hat und nicht mehr, also sie haben viel zu viel Cash Also gehabt. der Staat, wo der König herkommt. Nein, Ägypten, Aha. auf dem Weg zu seinem Besuch hat er einen Kollaps ausgeführt mit seinem Cash, weil er so viel Cash in Umlauf gebracht hat, Ja. dass es wieder an Wert verloren hat. Krass. Er hat so viel dort liegen lassen, Gold und Cash, dass es in null kratzt hat, aber für das Land ist es so zu viel gewesen. Also das Land, wo er drin war. Ägypten, ja. Ah. Und in Ägypten angekommen ist in dem Staatsbesuch, die so, Bro, wir sind am Arsch, was hast du gemacht? Er so, Bro, ich habe nur... Das ist ein Flex, Bro. Also ich habe da gekauft, ich habe dort gekauft, was meint er? Er so, Bruder, wie hilfst du Leuten mit Gold? Aus dem Nichts, so an einem Pur. Wie meint das? Wir sind da in der Sklavenzeit, du kannst einfach an einem Pur Gold geben. Krass. Ja. Also wir nicht geben. Und so, ich habe viel zu viel, was soll ich machen? Krass. Bro, und der Typ hat einfach, ich muss ja sagen, Das ist wirklich krass. so... Ich weiß viel zu wenig über so
Überlieferungen und Geschichten von Monarchen. Mansa Musa. Ja. Mansa Musa Krass. war von 1307 oder 1312 bis zu seinem Tod König 1312. Von Mali. Des größten Reiches der westafrikanischen Geschichte. Kann man nicht bei Age auf Empires 3 auch Malianer nehmen? Ja. Ja, stimmt. Und dort, also merke jetzt gerade, dort ist eines der Stärken, dass du irgendwann mal Einheiten nur kannst mit Gold zahlen, ohne Food, ohne krass. Dings. Krass. Also, Bro, jetzt musst du schauen. Der Mansa Musa, schau jetzt, der malische König Mansa Musa galt als einer der reichsten Menschen, der jemals gelebt hat. Krass. Seine Pilgerfahrt nach Mekka ruinierte die ägyptische Wirtschaft. Krass, Bro. Mansa Musas Pilgerfahrt nach Mekka war die extravaganteste Pilgerfahrt aller Zeiten. Er hat einfach Oprah machen. Du. Berichten zufolge verließ der König Mali mit einer Karawane von 60.000 Männern. Alter. 60.000 Leute! Einfach ein Roadtrip mit der Besten. Er ist ein Roadtrip! Roadtrip. Alter, krass. Alter, warte, der war reichste Mann. Jetzt würde ich schon schauen, was er eigentlich an Cash hat. So. Wenn ich schreibe Net, kommt schon Net Worth, war es Elon Musk. Ganz direkt. Der Typ, oh mein Gott. Ja. Der Typ hat mehr als 400 Billionen, nicht Milliarden, Billiarden. Also statt Billions? Oder was steht? More than Billions. Billions ist Milliarden. Ist nicht Billiarden. Million ist Millionen, Billion ist Milliarden. Was ist Billiarden bei Ihnen? Gibt es auf Englisch nicht. Ja? Was heißt denn Billions of Billions? Nein, aber ist Okay. eine gute Frage. 400 Milliarden hat der Typ gehabt. Für im Jahr 1312, Bro. Vor 700 Jahren hat der Typ 400 Milliarden gehabt. Quadrillion. Billiarden ist Quadrillion. Sagt einfach Millions, Milliards, Billiards. Milliards gibt es nicht, Billion. Okay. Aber sorry, also ja. in dem Fall sind es Milliarden, sorry. Aber die Frage ist natürlich, ist es damals? Hat er das Damals, Bro, er hat vor 700 Jahren 400 Milliarden Dollar gehabt. Aber ich frage mich auch. Vor 700, Bro, was ist das jetzt? Ja, das Der könnte, glaube ich, 3 Galaxien kaufen. So Bro, pauschal. Aber überleg mal schnell, er hat so viel Geld, nachher, weißt du, kommen so Steuerleute und sagen so, ja, wir wollen einfach wissen, wie viel Geld du hast. Er so, Ich bin Student. nein, er so 400 Milliarden. Nachher so, ja, okay, also können wir zählen. Ich habe nur 400, also, ich bin 200 Franken im Jahr, ich bin Student. Aber können wir schnell ihre Schatzkamera? Willi? Was ist das? Die kann mein Vater. Aber ich meine, ich frage mich, wer hat das gesagt, dass er 400 Milliarden hat? Er ist der König, weißt du, ich kann einfach sagen, ja. Historians say he was the richest person to have ever lived today. Today. Ah, okay. Sorry, Ja. ich muss mal Das sind lesen. viele, ja. Trotzdem, Bro. Today his wealth would be worth more than 400 billion US dollars. Mach mal Net Worth versus Elon Musk. Nein. Ja, krass. Aber ja, gute Geschichtsstunde gewesen. Wir sind eigentlich bei der Frage gewesen. Ja, genau. Aber ich finde es Stark. heavy. So. Ich habe da etwas, wie findet ihr, wenn der Partnerin eine andere Religion hat als ihr? Bitte anonym. Okay, Erika, Spaß. Also, ich bin kein religiöser Mensch. Also, sagen wir mal, es gibt religiös und es gibt gläubig. Und es gibt nichts von beidem. Ist religiös nicht gleich gläubig? Wenn du Nein, gläubig ich würde sagen, ein wenn du religiöser gläubig bist, Mensch ist ein praktizierender ja. Mensch. Ja, und jemand, der glaubt, ist einfach jemand, der glaubt. So. Würde ich jetzt sagen. Ja, Also, verstehe. erstmal, als was würdest du dich sehen? Nicht religiös. Gläubig, Nein, Agnostiker? Nicht nein, nicht. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ich würde ganz viel von meiner, habe ich so ein Gefühl, es gibt etwas Höheres, etwas Mächtiges. Aber ich habe Sachen gesehen auf dieser Welt, Bro. Und Sachen erlebt. Das ist eben die Definition von Agnostiker. Was ist das? Leute, die sagen, es gibt bestimmt irgendetwas, aber ich kann mich nicht identifizieren mit all diesen Bro, also gängigen Religionen, die ich kenne. Also, Ich würde dann nicht Gott sagen. Nicht Oder identifizieren. Also, wenn ich sage, es gibt etwas Mächtiges, Höheres, würde ich schon sagen, wahrscheinlich ist es ein Gott. Aber für mich ist es halt schwierig zu glauben, wenn ich sehe, dass tagtäglich zum Beispiel Kinder sterben, geköpft werden, Frauen, alte Männer, unschuldig, Bro, das Leben vor sich haben und umgebracht werden. Deswegen ist es so ein bisschen, ja, und die Leute sagen dann, das ist so wie, keine Ahnung,
Aufgabe und so von Gott, aber ich sage, ich bin nicht religiös. Also ich glaube. Also ein Atheist ist der Überzeugung, dass es einen Gott oder Göttin nicht gibt. Ja, das bin ich. Punkt. Gut. Ein Agnostiker geht davon aus, dass die Existenz eines übernatürlichen Wesens, eines Gottes oder Göttern zwar angenommen werden kann, aber grundsätzlich nicht rational zu erklären oder zu erkennen ist. Mhm. Eben, ich habe genau so halt Sachen im Leben erlebt und ich bis heute mir nicht erklären kann, wo ich sage, Alter, Also du glaubst an ein übernatürliches Wesen? Ich glaube, ja. Oder eine Existenz? Also irgendetwas vielleicht ist gibt's. aber, also weißt du, das ist jetzt ein bisschen philosophisch, vielleicht ist halt einfach auch, dass der Mensch, der nicht wird wahrhaben, dass wenn es fertig ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass jede Seele auf dieser Welt zu etwas bestimmt ist. Mhm. Ob das in diesem Leben ist, im nächsten, was auch immer, ich habe keine Ahnung, Bro, niemand weiß es, aber ich sage, deine Seele, ich glaube, also die Seele, die hat irgendeine Aufgabe und die muss man, glaube ich, also ja, ob man die erfüllt oder nicht, aber ich glaube, jeder hat irgendetwas, was er muss machen muss, also das weiß ich natürlich nicht, aber ich habe das Gefühl, so etwas gibt es. Und wenn nicht, ist auch voll okay. Wenn schwarz ist und fertig ist und das Leben wirklich weg ist auch okay. Ich kann mich auch damit abfinden, ist voll okay. Aber ich habe ein paar Sachen so, ich habe mir letzte Zeit ein bisschen mehr mit dem Tod auseinandergesetzt und so und ich habe 1, 2 Sachen gesehen und also ich denke, es wäre schön, würde es das geben. Mhm. Es ist eine schöne Erklärung und auch schöne Gedanken, aber kein Mensch auf der Welt weiß es, deswegen ist es so. Du, glaubst du an Gott? Also ich würde mich auch als Agnostiker bezeichnen. Ja. So, ich glaube, also weißt du, Bro, es wird jetzt wieder sehr philosophisch, aber ich meine, es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt. 8, 9 Milliarden, ja. Ja. Genau. Gut, auf der Welt, auf der Erde. Mhm. Gut, die Erde ist in unserem Sonnensystem, kann man das sagen, der einzige bewohnte Planet. Mit größter Wahrscheinlichkeit. Also wir haben ja unser Sonnensystem, glaube ich, ziemlich... Ja, es gibt durchtrippelt. einen Mond, wo sie am Abchecken sind, weil dort unterirdisches Wasser und vielleicht könnte es dort bakterielles Leben Okay, geben. aber Oder auch zivilisiertes Fisch. Leben gibt es nicht in Ja, unserer... nein, in unserem Sonnensystem sind wir wahrscheinlich nicht die Einzigen. Gut, in unserem Sonnensystem. Also in der Milchstraße sage ich, in unserem Universum. Gut, dann, wenn wir weitergehen, Universum, also es gibt ja mehrere Sonnensysteme, Ja, genau. du bist da ein bisschen... Ja. Gut, sind wir vermutlich die Einzigen, sagen wir. Also meinst du jetzt zu der Milchstraße? Die ganze Galaxie? Also Nein, es gibt ja, ich sage, es gibt 3 Stufen. Mhm. Vielleicht gibt es noch 50 Dimensionen, keine Ahnung, aber es gibt 3 Stufen, sage ich jetzt mal. Es gibt das Sonnensystem, es gibt die Galaxie und nachher das Universum. Oder vielleicht auch umgekehrt. Mhm. Aber ich sage, wenn du ja vom weitesten Punkt auf uns schaust, also was sind wir in unserem Universum, sind wir ein Sonnensystem von wie viel? X. Bro, also Milchstraße allein hat, glaube ich, 300.000 Millionen oder 300.000 Millionen oder irgend so etwas Planeten. Milchstraße, ja. Von dem Also haben wir x Tausende Millionen. in unserer Milchstraße gibt es 300 Milliarden Ja. Sonnensystem. Pro Sonnensystem hast du mindestens einen bewohnbaren Planet so per. Sollte haben. Also nicht, aber es ist so per Rechnung. Gut, ja. Es ist so eine mathematische Formel. Einer könnte früher oder später bewohnbar werden. Also in unserer Galaxie gibt es 300 Milliarden Sonnensysteme. Und es gibt vermutlich im ganzen Universum 100 Milliarden Galaxien. Also, nochmal, stellt euch vor, wir sind ein Planet in einem Sonnensystem. Bro, all die Videos, die es einmal erklären, sorry, mach mal du. Ein Planet in einem Sonnensystem. In einem Sonnensystem, das Sonnensystem ist eins von 300 Milliarden. Eine Zahl, die du nicht kannst. 300 Milliarden. Kannst nicht, ja. Und dann gibt es noch 100 Milliarden Mal das Gleiche mit je 300 Milliarden. So. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, sind wir die einzigen Menschen? Nein, das sind wir Einzige Leben. Sind wir das maximal einzige? nicht, maximal nicht. Das ist egoistisch. Wer immer das denkt, das ist egoistisch.
ist ja das Dümmste. Das zeigt, wie dumm Menschen sind. Ja, der beste Satz, so simpel und einfach ertönt, ist, du musst vergleichen, wie wenn du ein Glas Wasser nimmst, irgendeinen Ozean, Meer, See, was auch immer, das Glas tust, rausnimmst, nur Wasser siehst und aus dem rausschliessest, in dem Meer, Ozean, was auch immer, hat es kein Lebewesen, weil, look, ich habe nur Wasser da drin. Krass. Fair. Genau, und dann wollte ich sagen, es muss irgendeine... Ja, 100% gibt's. Aber weißt du, ich meine, es muss irgendeine übernatürliche Kraft geben. Eben, ich habe das Gefühl, manchmal denke ich mir, wieso, wenn unser Leben 18, 90 Jahre geht, Bro. Und uns Menschen gibt es seit Tausenden von Jahren. Wir haben schon vieles erlebt, Bro. Wir sind jetzt gerade die letzten 200-300 Jahre machen wir Sprünge. Machen wir Sprünge. Grauhaft. Kranke Sprünge. Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht ist das alles, was wir erleben, nur ein Augenblick für jemand anderes, der so richtig mächtig ist und kein etwas Höheres. Ein Augenblinzer und schon, fuck, der hat das Leben durchgelebt. Also weißt du, für uns, keine Ahnung, Bro, das ist meine Sorge, das belastet mich, das nervt mich. So wie wenn wir einen Flieger anschauen und so Eintagsfliegen, die Ja, einen Tag genau, leben und wir so, lol, du bist tot, Mann. Ja. Und Vielleicht sind wir auch eine TV-Show. es kann sein, vielleicht Leben ist fertig, wir stehen auf, Bro, völlig perplex, wir stehen auf, wir nehmen so ein Gerät, aber wir sind in einer futuristischen Welt. Aber stell dir vor, wir sind Reality-TV für einen anderen Planet. So. Es gibt ja eine Folge von, wie heißt der, ich habe es vergessen, die Trickfilmserie da, Adventure Time. wo der eine ein Professor ist und der andere ein Junge. Rick and Morty. Rick and Morty hat ja so eine Satire von dem gemacht, dass halt so übermächtige Leute zu Galaxien gehen und zu denen gehen, wo halt die Planeten halt wie so mehr am Planeten schaden, dass sie helfen. Ja. Und sagen, jetzt sind wir unsere Galaxie am Säubern. Ihr 5 Planeten sind zur Auswahl, dass wir euch killen, weil ihr seid am Schaden. Ja. Erstens ein Das ist Planet mal schauen, ja. und zweitens haben sie einfach nicht verdient zu leben. Und nachher gibt es Dings, muss jeder Planet halt etwas zeigen, wieso sein Planet sollte überleben. Okay. So. Und dann wieso halt allein schon blöd Ja, gesagt. ja, okay. Ja, aber eben, ich meine, es ist einfach krass. Aber ja, zurück zu der Frage. Ja. Ich weiß nicht, was gesagt Die Frage wäre gewesen, würde sich stören, wenn deine Partnerin in andere Religion hat? Ursprünglich nein. Also wenn es etwas ist, ich glaube, ich hätte vielleicht Mühe, wenn die Person ein sehr religiöser Mensch wäre, weil ich glaube weniger, dass ein sehr religiöser Mensch sagt wie, also ich glaube, es ist eher die Erwartung, dass jemand, wo etwas sehr fest drin ist und sehr fest glaubt, dass es jetzt sein Hobby ist, seine Religion, was auch immer, dass vielleicht eher die Erwartung ist, dass es akzeptiert wird und im besten Fall halt auch mit dem Partner in dem gleichen Haushalt auch so, muss nicht mal ausgelebt sein, aber es muss wie akzeptiert sein, ist okay. Ja, fix. Und ich habe kein Problem damit, ich habe kein Ding damit. Mich würde es aber anfangen, ich würde mich anfangen fragen, ich würde anfangen mich fragen, ob das Richtige für mich ist, wenn es dann so weit geht wie, keine Ahnung, wenn es anfängt einschneiden, ist Dings, ist so... Voll. Also ich habe ist keine Ahnung, Bro, in meiner Beziehung mit meiner Familie, in Beziehung mit meinen besten Kollegen oder mit meinen Freunden, weil die Beziehung, die ich mit denen habe, das ist maximal gesund, es ist anständig und das sind die liebsten Leute und die haben Verständnis für alles. Und wenn dann so etwas kommt wie so, du darfst das nicht, du darfst dies nicht oder so, dann ist ein Problem. Ja, check. Das Ding ist eben, ich habe das Gefühl, wenn du mit jemandem zusammen bist, der mega praktiziert, also sagen wir mal mit einer gläubigen Muslima, wo fastet und das mega akzeptiert, Du kannst gut, Bro. dann bist du vermutlich, ja, wie du sagst, es schneidet in deinem eigenen Leben ein. Also weißt du, so, meine, jemand, der das zum Beispiel so fest glaubt und macht, von mir aus, ich kann das machen und du kannst ja machen, was du willst. Aber meistens in ihrem Glauben ist das ja, wenn du es nicht machst, wirst du ja verdammt. Ja, egal welche Religion, ich glaube. Genau, egal welche Religion. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein mega gläubiger Christ wärst und du oder ein mega gläubiger Jude und du glaubst, wenn ich jetzt Sabbat irgendwie nicht mache und dann lande ich in der Hölle oder im Fegefeuer oder so. Ja, genau. Dann, also weißt, wenn du mich liebst und du das ja wirklich glaubst, wie kannst du nicht mehr hängen und denken, ja, scheißegal, fast nicht. Also weißt, und spätestens dann, wenn es um Kinder machen geht, finde ich es einfach schwierig. Ja, weil eben dann... Aber halt jedes Extrem.
Eben, aber dann, eben spätestens bei den Kindern geht es auch darum, du willst ja gewisse Werte und gewisse Sachen deinem Kind übermitteln, weitergeben. Genau. Und ich finde auch, beide Eltern müssen am gleichen Strang ziehen. Und Ja. wenn ich jetzt zum Beispiel nicht an ein gottähnliches Wesen glaube und keine Religion praktiziere, dann fände ich es, glaube schon weird, wenn du meinem Kind so ein bisschen das also weißt du, so von Kind auf. Ja, aufzwingen ist nie gut, egal Ja. was. Aufzwingen ist nie gut. Also Ja, zum Beispiel meine Eltern haben mir aufgezwungen in SAS gehen, SAS-Unterricht. Meinst du, ich habe gerne gemacht? Ja. Ich habe einen Tag gezählt, bis ich von selber aus sagen, ich würde nicht mehr gehen. Ja, oder keinen Bock stell dir vor, ich bin jetzt mal angenommen, ich bin in einer Beziehung und ich bin pro-queer, so ein Ally, sogenannte. Ja. Und meine Frau oder meine Partnerin sieht das nicht so extrem. Sie, oder vielleicht sogar im Gegenteil, weißt, sie hätte doch ein extremes Problem, wenn ich mein Kind von klein auf in dem Gedankengut erziehe, obwohl es für mich ja etwas völlig voll, Normales voll, ist. voll. Weißt du, was ich meine? Voll. Nur zum den Spieß und nicht, dass man immer sagt, Religion, jemandem Religion beibringen ist falsch. Nein. Also Bro, ich finde Religion etwas Schönes. Also es ist doch sehr schön, wenn du so wie einen sicheren Rückhalt hast für dich, wo du immer weißt, okay, offenes Ohr, sicherer Rückhalt, Verständnis. Jemand, der nicht urteilen, jemand, der für dich da ist, jemand, der dir zulässt, jemand, der dich versteht, jemand, der sagt, ich weiß, wie du bist, ich vertraue dir und ich verzeihe dir und du bist ein guter Mensch, weißt du so? Das ist sicher etwas Schönes. Jackie. Und ich habe auch, also nur weil ich jetzt nicht religiös bin oder so, heisst es nicht, dass ich jetzt irgendwie nicht mal betet habe oder so. Also, ich finde es auch extrem schön und unter dem Strich ist einfach jedem selber überlassen, was einem happy macht, aber sobald man in eine Beziehung kommt, ist man dann das Zweite. Ja. Und da muss man in der Lage sein, egal was man denkt und was man fühlt oder so, jeder, wenn du in die Beziehung kommst, jeder müssen früher oder später, egal wie verliebt ihr sind, Kompromisse eingehen. Ob das jetzt ist, nur ganz simpel, ob ihr jetzt Hunger habt und du hast Lust auf Italienisch und sie hat Lust auf Asiatisch, dann sagst du, heute gehen wir Asiatisch, morgen gehen wir Italienisch, zum Beispiel blöd gesagt. Es muss immer Kompromiss geben, sonst funktioniert es nicht. Es sind zwei Menschen. Es kann nur nach der Pfeife von einer Person gehen. Und genau eben dann musst du dich fragen, okay, Erziehung, was für Werte will ich meinem Kind weitergeben? Was für Werte sind mir wichtig und was für Werte will ich, dass er mitnimmt in seinem Leben? Und für mich sind das simple Werte. Anstand, Respekt, Nächstenliebe, zuhören, geduldig sein, so Sachen, weißt du. Und der Rest, Bro, wenn er so die Grundpfeiler hat, wenn meine Kinder die Grundpfeiler haben, Bro, dann können sie glauben, was sie wollen. Weil ich weiss, sie sind anständig, sie sind respektvoll, sie lassen Leute, blöd gesagt, sie hören auf Leute, sie sind nicht frech, sie zwingen nicht auf. Ich merke, dass sie nicht negativ beeinflussen. Easy. Für mich sind einfach die Pfeiler viel wichtiger. Jackie. Weil, wenn ich mich mit dem kann einigen mit meiner Freundin, mit meiner zukünftigen Partnerin, der Rest sollte kommen, was will, weißt du. Das ist das Einzige, was du willst, ist, dass deine Kinder im besten Fall die Werte, die du hast, die hoffentlich auch, weißt, so vertretbar sind in der Gesellschaft, Ja, kannst sicher, weitergeben, ja. weißt Du musst halt auch Partner, also musst halt du. Eben ja, musst du am gleichen Strang ziehen. So. Genau. Und deswegen, ja, voll. Also mich stört es nicht, absolut nicht. Für mich ist es voll easy. Man muss einfach eben miteinander reden und Kompromisse eingehen. Genau. Das ist gerade noch eine Frage. Okay. Dann komischste Begegnung mit jemandem. Du hast gerade vorher etwas erzählt. Ich habe noch einen komischeren. Ja. Und das ist ein bisschen länger her. Aber ich habe so lange so unterdrückt. Ja. Also unterdrückt, ich kann nicht darüber reden, weil das ist ganz, ganz strange. Wirklich? Ganz, ganz strange. Oh, krass, erzähl. Vielleicht hast du es schon erzählt, vielleicht hörst du es auch zum ersten Mal. Ja. Nach einem Auftritt mal, vorletztes Jahr, glaube ich, oder so, ist das etwas gewesen. Wo wir moderiert haben? Genau. Oh ja. Sind wir einmal heimgefahren, also gelaufen so gesagt, zum Bahnhof. Und ich, du und unsere Fotografin sind am Heilaufen gewesen. Und irgendwo in der Mitte, nach
15, 20 Meter, nachdem wir losgelaufen sind, hat dann jemand so gefragt, eben, sind die von Kurzbündig? Wir so, ja, voll. Und dann hat die Person angefangen mit dir und mit der Fotografin reden. Ich so, ich warte schon, weißt du, weil, keine Ahnung, ich glaube, ich habe das Gefühl, ihr kennt euch auch. Nein, sie hat mit Fotografie, wie sie Fotografie gekannt hat, ich bin auch weitergelaufen. Ah, du bist weiter vorgelaufen. Und du bist Schiene gewesen und Genau. sie hat mit Fotografie geredet. Genau, genau. Okay, dann genau. Sie haben mit Fotografie geredet, du bist weiter vorgelaufen, entspannt am Handy und ich so, okay, gut, dann laufe ich auch weiter. Ich mache 1, 2 Schritte und ich sehe von weitem ein Grinsen. Ja. Ein Grinsen, Max kommt auf mich zu. Und ich habe gedacht, weißt du, also, ich habe gedacht, hinter kurz geschaut, so, wahrscheinlich, ich warte mal schon. Nachher kommt die Person. 3 Sätze. Ja. Hey, also ist ja sie. Ja. Hey, habt ihr gerade Auftritt gehabt? Ich habe moderiert, ja voll, ich habe es sehr gut gefunden, mega lustig gewesen. Danke vielmals, 2 Sätze. 3. Satz. Was machst du heute Abend? Ich so, ich gehe mit meinem Kollegen heim. Und dann, ich gerade schnell rein, weil Ja. ich habe mich umgedreht und ich habe dich angeschaut und sie hat mit dir geredet, du hast mit ihr geredet, aber dein Gesicht war so perplex gewesen. Und ich habe gedacht, was ist mit dir, Bro? Also weißt du, Ja. red einfach mit dir, weil du redest immer mit Leuten, Ja. die dich uns ansprechen. Und nachher, Und nachher, der 3. Satz, sie so, was machen wir heute Abend? Ich so, nicht viel. Wir gehen jetzt heim, es ist spät, ich gehe pennen. Und Joschka wahrscheinlich auch heimgeschlafen, es war 12 Uhr und so. 3 Sätze und der 4. Satz ist kein Satz. Ist so der. So der Nicke, so mit. Kopf auf die Seite. So, ja. so komm. Und ich so, Du bist so perplex gewesen, Bro. ich so, hä? Und nachher, sie so, ja. Ich so, was? Ja, komm doch zu mir heim. Ich so, bist du dumm, Alter? Spinnst du, Mann? Alter, Geht's eigentlich? das war so weird gewesen. Ich so, nein, lauf weiter, lass mich in Ruhe, Mann. Ja, das war ganz weird gewesen. Dann bin ich weitergelaufen und zuerst dachte ich, das würde erzählen, aber ich so, weißt du was? Fuck off. Fuck off. Später hast du dir dann gesagt, Das war dann gesagt, ja. ja, ich so, Bro, ich weiß nicht, ob du so etwas auch erlebt hast, aber das habe ich jetzt erlebt und das war maximal komisch gewesen. Das ist, ja. Der Mensch noch nie gesehen, 3 Sätze und dann so etwas. Ganz Bro, weird. hör doch auf. Also ich muss das sagen, weil wir oft die Witze gemacht haben, vor allem über mich, wegen Ficker und Vegetarier, hat es auch schon ein paar ganz unangenehme Ohne Begegnungen. Scheiß. Also weißt du so, Bist du kein Ficker? Ja, du bist so. also du kannst schon lachen, aber ich bin sexuell belästigt worden. Ja, lustig. Ist wirklich nicht lustig. Ist ja lustig. Also, wie? Ja, verbal. Sexuell Scheiße. übergriffig. Ja, nein, aber so, also ja gut, nein, ist wirklich kein Witz. Aber hey, kann ich, Bro, ich bin im Longstreet am Hängen, wirklich so having time of my life irgendwo. Nachher kommt irgendeine, hey! Hey, Ficker! Und ich so, hey. Und nachher eben hörst du Sachen wie, bist du wirklich so ein Ficker? Was sollst du auf das sagen? Nein, Bro, ist nur für. Nein, Bro, wir machen das nur im Podcast. Und du weißt immer die, ein Mensch. Alansch. Nein, Bro, also es ist schon ein paar Mal, also weißt du, Leute, oder auch, also ich kann, aber ich meine, da bin ich mir sicher, du auch, einfach so DMs bekommen, wo recht, der Inhalt recht klar ist. Ich habe auch nicht. Ich Ja, habe noch nie. noch nie. Früher, auf jeden Fall. Ja. Aber weißt du, was meine lustigste Begegnung, also ich habe viele lustige Begegnungen gehabt, aber eine ist mir gerade präsent, weil ich bin irgendwo gewesen letzte. Ja. Das ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich bin am Caliente gewesen. Ja. Und zwar habe ich den Nelson, den DJ und den Element einfach besucht dort, weil Ja. mir ist kaputt langweilig war. Und ich habe gesagt, ich lege auf, ich so, hey, ich komme auch. Und jetzt, Bro, folgendes. Erstmal, der Abend, du musst dir vorstellen, bist du mal am Caliente gewesen? Ja. Wie Caliente Ich Papi. glaube es einmal so mit 16, 17. Okay, aber seit noch gratis ein paar Jahren ist es eben Ja. im 1. Mai-Areal Im dort. Kasernenareal, ja. Kasernenareal. Und du musst jetzt zahlen, zu mir kommen. Ja. Und Bruder, es gibt wenig Sachen auf der Welt, die unangenehmer sind, als müssen anstehen. Ja, Wenn zum Leute das Caliente. Gefühl haben, du fühlst dich so krass, dass Ja, du ja. irgendwo willst anstehen Ja. Verstehst du? Ja, ja, fix. Weil es ist einfach unchillig. Ja. Und vor allem, ich wollte nicht anstehen, zu meinem Klient hineingehen. Vor allem, seit du Fame bist, du willst nirgendwo anstehen. Ja, Bro, ich wollte auch nicht anstehen. Nein, und nachher hat er mir ein Ticket geschickt, ich bin dort schnell Entrance reingegangen, alles gut und so. Nachher, Bro, schaut er mich an und ich schreibe so, wo bist du? Er so, da oben. Wo? Er so, schau auf. Ja, ich schaue auf, er ist auf dem Tenz-Zelt. Tenz hat so ein Zelt gehabt Ja. und die hat oben so einen DJ-Booth an. Ja. So, und rundum ist Gerüst, wie als wärst du auf dem Bau. Mhm. Weißt du, wie du raufkommst? Nein. Freestyle hochklettern? Leitern. Okay. Okay. Leitern, Ja. musst du raufklettern dort.
Und nachher musst du mit den Beinen so übergerüstet. Du bist weggegangen. Ich bin aufgegangen. Und ich sage dir etwas, aufgehen ist nicht das Problem. Na ja. Der gute Abend, hä? Bruder, vor allem ich habe nichts getrunken zum Glück. Ja. Aber ich weiß nicht, weißt du noch, früher beim Turnunterricht die Barre an der Seite, Ja. die Holzdinger, Ja, die wo so... Holzbladen, wo kannst ja. Und Bruder, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ein sehr, sehr, sehr unagiler Mensch. Ja. Ich habe Höhenangst. Du auch, oder? Ah nein, David hat Höhenangst. Genau. Ich habe Höhenangst und ich bin nicht beweglich, Bruder. Mhm. Und früher hatte ich Mühe gehabt, zum Runterkommen von diesen Holzteilen. Ja. Weißt du, wenn du so raufgehst Ja, und ja, so auf fix. Sims hockst, dann musst du zum Runtergehen, musst du dich ja umdrehen. Genau, und, genau. Bruder, ich habe 3-mal probiert runterzulaufen dort, runtergehen, von diesem Caliente-Ding. Und es ist 3-mal, es ist so peinlich gewesen. Jax, Bro, ich habe den gemacht. Ich bin so zu der Leiter. Das ist kein TikTok aus dem entstanden, wo du hey, ja, steig gerade. Bro, ich bin zu der Leiter. Also es ist erst ein Gelände. Ja. Und das Ding ist so, Bro, look. Du hast Gelände und zwischen den zwei Geländern hat es Hast du die Leiter. Leiter, ja. Und das heisst, du müsstest eigentlich so unten durchkraxeln. Ja. Weißt du, so wie so ein Krebs oder so ein Ja, Scheiß. Survivor, so Scheiß, ja. Oder oben durch. Und Bro, ich habe es nicht geschafft. Ich habe zweimal habe ich mich runtergekraxelt. Und dann habe ich gemerkt, es geht nicht. Dann bin ich wieder zurück und dann habe ich zurück so gemacht. So voll gut. So Handy für genommen. Ja. Dritte Mal habe ich gesagt, scheiße, ich bin einfach oben durch, aber richtig unangenehm. Los jetzt, Bro. Jetzt kommt es. Ich habe es oben geschafft, es ist mir unangenehm, ich kann wieder so schnell wie möglich heim. Einer macht so. Und das Ding ist, Bro, das ist unangenehm, weil er zeigt mit dem Finger auf mich und macht so, gell? Und jetzt hast du 2 Optionen. Du kannst entweder sagen, ja voll, ich bin der, und dann sagt er, gell, du bist der Fat Kitchen. Weißt du? Oder du kannst sagen, was? Ja. Ich weiß nicht. Ich hätte einfach gesagt, ja. Einfach in dem Moment wäre wichtig für mich, dass so schnell wie möglich fertig ist, das Unangenehme. Er hat einfach so gemacht. Er hat mich auf die Schulter geklopft, einen Finger auf mich gezeigt. Er so, gell? Ich so, was? Ich kann nicht so sagen. Ja, ja, er ja. so, du bist doch... Ich dachte, ja. Ich so, ja voll. Er so, von kurz, gell? Ich so, ja man. Er so, geil, ich liebe Ding. Ich habe gerade heute gelost. Ich so, geil, Bro. Er so, weißt du, die mit Ding Oberleute? Ich so, ja voll. Er so, geil, Folge 38. Ja, Bro, was Und läuft? eigentlich hätte ich dort das Gespräch sollen beenden. Deswegen, es geht unnötig lang. Ich so, ja, voll echt weitergelaufen. Bro, Ja, voll. das geht... Nein, ich bin dort am Start gewesen, er ist zu mir gekommen, Bruder. Los jetzt, aber das Ding ist, eigentlich hätte ich dort sollen beenden. Ich so, nein, ist 93. Er so, Also ich so, ist etwas mit 90. Er so, nein. Ich so, was nein? Bruder, wir machen das in 2 Jahren, es ist Ja. nicht Folge 38. Er Ja. so, Mama. Ich so, hey, ja, ist gut. Er so, nein, ich bin mir ziemlich sicher. Okay. Ich so, okay, Bruder. Er so, oder? Ich so, hey, Bro, schau, ich nehme jetzt nicht mein Handy für und zeig Ja. dir. Ich so, ja, stimmt. Er so, jetzt wird das sympathischer vorgestellt. Und läuft einfach weg. Ui. Richtig komisch gewesen. Ganz komisch. Ganz komischer Typ. Gell? Gibt es bei den Kurden sogenannte Kaschensystem? Ja, gibt. Männer on top, Frauen. Nein. Bro, so. Logo der EM, nur nachdem die Schweiz rausgegangen ist. Nein, also so gestern geschaut, scheiß Franzosen sind draußen. Das ist das Wichtigste. Und Final gebe ich mir los. Was denkst du, wer gönnt? Ja, Spanien, Bro. Schon, gell? Spanien ist krank. Meinst du, Holland kommt Final? Oh, kommt. Könnt voll, also würdest du gönnen? Holland würde es gönnen bis Final. Ich dachte, dass England ins Finale kommt. England, aber Bro, England gönnt gegen Holland. Nein, scheiß, Bro, scheiß auf die. FIFA Mafia. Mach noch eine Frage, Bro, weil Ja, ich habe ja. gemerkt, mein Cousin hat geschrieben, also wo bist du? Ich kann mein Auto schwang bringen. Also komm. Ich habe vorher eine Frage noch gesehen, eine gute. Wo ist die gewesen? Ich mache noch kurz eine Zwischenfrage, bis du die findest. Eure Lieblingsregisseure, Ja, wolltest du das beantworten? keine Ahnung. Okay. Hey, ich bin mega Fan von. Kennst du die? Filmstudenten, die so Namen sagen. Mhm. Keiner weiß. So, wenn du sagst, ja, weißt, ich bin mega Fan von Yorgos Lanthimos. Nee, voll. Nein, hey, das finde ich eine sehr schwierige Frage. Ich bin aber wirklich so standardmäßig. Ich habe gerne Michael Scorsese Films. Also Wolf of Wall Street ist so einer von ihm.
So 1000 andere noch. Raging Bull, Taxi Driver. Und jemand, was ich mega krass finde, sie hat sogar von Marvel einen Film gemacht, aber sie heißt Chloe Zhao. Sie hat auch Nomadland gemacht. Hast du den Film mal gesehen? Sag mir ein bisschen. So eine Nomadin. Voll, das sind meine zwei Lieblingsregisseurinnen. Meine kann ich. Sind Ruhm Frauenfeld? Ich nicht. Josh aber geschäftlich. Für Das SRF bin ich. für seinen Arbeitgeber am Zafen. Dann die andere Frage, die ich ursprünglich stellen ist, ich glaube, das machen wir nächste Folge, aber einfach, es sind sehr viele Leute geschrieben, haben die ganze Geschichte mit Mois mitbekommen? Ah ja? Ja. Oh ja, über das müssen wir reden. Ja, sicher. Hey Bro, hast du deine Stories geschaut? Bro, der Typ ist dumm. Hast du deine Er Stories ist durch, geschaut? Bro, er ist durch. Hast du ein paar abgefilmt? Nein, aber du findest alles im Internet, Bro. Schauen wir das nächste Mal, alles easy. Bro, das ist ganz schlimm. Der Typ ja, ist der ist durch, der ist Vor allem, durch. wieso macht er auf Englisch? Das check ich nicht. Ich check's Wenn auch. er ja effektiv kein Englisch kann. Keine Ahnung. Ich kann nur etwas, was ich schnell vorlesen wollte. Eine Story. Ja. Delete me? Fragezeichen. Excuse me. Haha. I'm not a player, madam. I'm the game. Haha. Man in the mirror. Looking at the... Bro, Und das ist auch geil. I eat you to breakfast, man. Ja, you eat the breakfast, huh? Alter. Also, auf jeden Fall, ja, das tun wir sicher bei der nächsten Folge besprechen. Ja, es hat sehr viel gutes Potenzial. Wir Potenzial. müssen auch reinschauen, wahrscheinlich in die Stories Ja, und ja, die ja. Videos. Recherche betreiben. Überall in meiner For You-Page ist es bei jedem Ja. TikTok, Threads, Insta, überall. Ja, ich glaube, zum Abschluss eine letzte Frage. Was hat euch persönlich bei Liebeskummer geholfen? Fieke. Das ist kurz und